Guten Abend und herzlich willkommen zum Panorama von Plattform J. Wir gehen mit euch heute einerseits ins Bundeshaus, wo wir mit dem Reto Nause über den Übertourismus im Oberland reden, und andererseits nach Bautingen, um den dreifach Olympiasieger Franjo von Naume in seiner Heimat zu empfangen. Hat Bern die Kontrolle über den Tourismus verloren? Diese Frage stellt mein Kollege Ben Abekle am Präsident des Tourismusverband Reto Nause hier im Bundeshaus. Touristen bringen zwar wirtschaftlichen Aufschwung, bringen die Einheimischen aber manchmal auch um den Verstand. Darum sollen Touristen jetzt zeitlich und örtlich besser verteilt werden. Wie das gehen soll, erfahrt ihr im Video. Wir müssen uns strategisch so aufstellen, dass wir den Tourismus örtlich, zeitlich besser verteilen können, dass wir mehr Wertschöpfung herausholen können und dass wir ihn über das ganze Land eigentlich in seinen positiven Facetten erfahren können. Die reden ja von Verteilen, also das heisst auch Lenken von den Touristen, aber ist das in Zeiten von Social Media überhaupt noch möglich? Ja, das sieht man ja bei Isutwald zum Beispiel exemplarisch. Plötzlich kommt eine Szene, wo er die halbe Welt auf Isutwald will, aber man kann sich ja auch vorstellen, dass man eine Szene vor dem Zeitglocken im Winter dreht und eben so lenkend kann einwirken, dass nicht nur im Juli das Rohr in Bern verstopft ist, sondern dass sich der Tourismus besser über das Jahr verteilt. Ja, wenn wir jetzt schon darüber reden, in Zeiten von TikTok oder Instagram, wo man das nutzen kann, braucht es denn da noch Millionenkampagnen vom Tourismus her? Ich glaube, dass der Tourismus ist eine KMU-Branche, also es sind alles kleine Betriebe, Gastro, Hotellerie etc. Und die brauchen ein gewisses Grundrauschen, damit Menschen überhaupt in die Schweiz kommen, dass sie die Schweiz auf der Landkarte haben und dann in die einzelnen Destinationen und Betriebe. Ihr habt schon erwähnt, Zeitglocken zum Beispiel, aber jetzt so der Staubachfall, das Lauterbrunnen. Es gibt so Sehnsuchtsorte. Unterschätzt man da vielleicht nicht die Anziehungskraft, weil nicht sowieso alle Leute dorthin? Ja, Social Media hat ja eben genau den Vorteil, dass man neue Orte, neue Emotionen kann generieren kann. Dass es eben dann nicht nur immer die Staubachfälle und die Zeitglocken sind, sondern dass es vielleicht ein Rebberg im Wallis im Herbst ist, dass es das Lavo ist oder solche positive Emotionen. Und das kann man sehr gut mit Social Media transportieren. Und das muss eine Strategie sein. Nicht nur in Isutwald oder in Interlaken versammeln sich die Menschenmassen, sondern auch in Bautingen. Dort ist aber nicht der Tourismus die Schuld, sondern der Lokalheld Franjo von Naume. Der Jannik Müllemann war mit dabei, wo der dreifach Olympiasieger in seiner Heimat in Empfang genommen wurde. So unglaublich sympathische, natürliche, bodenständige und ehrliche Athleten gewonnen werden. Es gibt keine bessere Werbung für einen Skisport in der Schweiz. Ja, es hat jetzt dieses Jahr an Olympia sicher auch extrem viel zusammengepasst. So wie eine Teamkombi, wo ich nicht mein bestes Skifahren gezeigt habe, wo er Tangi geliefert hat. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Wetterglück im Super-G, wo es wirklich warm war, mit dem guten Startnummer. Es sind extrem viele Sachen, die zusammenpassen. Konkret etwas rauszupicken, vielleicht von meiner Seite her, würde ich sagen, so ein bisschen die gewisse Gelassenheit, wo mir sicher hilft, dass ich an diesen Tagen mein Skifahren zeigen kann, was ich drauf habe. Ich sehe ganz viele Gesichter, die man vielleicht noch nie gesehen hat. Wie ist so ein Anlass? Ja, schwierige Worte zu fassen. Ist wirklich, also, eben, ich bin nicht unbedingt einer, der die grossen Menschenmengen hure sucht. Aber du weißt halt genau, es sind alle wegen dir da. Leute, die du nicht kennst, die sich extrem freuen für dich. Es macht schon etwas mit ihm, es ist schon relativ speziell. Schwierige Worte zu fassen. Jetzt, wo du als Olympiasieger zurückgekommen bist, hast du das Gefühl, im Sommer reicht es ja Sieger werden im Grabenstampferrenner beim Run to the Hill Festival? Ja, das ist ja nur alle 2 Jahre, von dem her müssen wir da noch keine Gedanken machen. Also danke vielmals, Swiss Ski für die... Das war es mit dem heutigen Panorama. Merci euch vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch wissen wollt, wie das Wetter in den nächsten Tagen aussieht, bleibt dran. Ganz herzlich willkommen zum Wetterupdate auf der Plattform J. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, veränderlich bewölkt ist es heute mit zwischendurch
auch ein bisschen Sonne. Eine leichte Wetterbesserung hat es gegeben und eine deutliche Wetterbesserung gibt es vor allem dann morgen. Das Hochdruckgebiet dehnt sich da von Südwesten in Alpenraum und nach Mitteleuropa aus. Und das wird die Luft mehr und mehr abtrocknen. Darum morgen am Vormittag, Dienstagvormittag, bereits zum Teil sonnig und trocken. Temperaturen morgen am Morgen auch schon ziemlich mild mit etwa 6 bis 8 Grad. Der Vormittag wird also schon eine freundliche Angelegenheit sein und meistens sonnig wird es dann sogar auf den Nachmittag her. Morgen also viel Sonne, man kann sagen, schöner Frühlingstag, weil die Temperaturen erreichen Höchstwert um die 15 Grad, das dann nur noch mit einem ganz leichten Südwestwind. Also sehr angenehmes Frühlingswetter, das uns erwartet. Und so geht es auch weiter vom Mittwoch bis zum Freitag. Es hat im Flachland zum Teil ein bisschen Nebel, wo sich aber gut wird auflösen. Abgesehen von hohen Wolken und ein bisschen Sahara-Staub ist sonst aber oft recht sonnig und eben frühlingshaft mild mit 14 bis 16 Grad. Ein leichter Temperaturrückgang am Samstag, da eine schwache Störung, die Regen kann bringen kann. Nach dieser Störung aber dann auch schon wieder eine Wetterbesserung am Sonntag. Wir sehen, richtig kalt wird es definitiv vorläufig nicht mehr. Im Gegenteil, da können wir uns schon langsam ein bisschen an Frühling gewöhnen. Natürlich dann aber auch mit der Pollenkonzentration, die ein bisschen wird zunehmen in den nächsten paar Tagen. Danke vielmals fürs Zuschauen und wenn Sie wollen, bis morgen.